Gedankenanstoß und Inspiration. Liebes Mitglied der Metal Church Community, kannst du dich, wie ich, für Militärgeschichte begeistern? Auch wenn nicht. Ich glaube, wir können einen für uns alle gewinnbringenden Vergleich ziehen zwischen einer modernen westlichen Armee und der Ekklesia, also der Gemeinschaft der Gläubigen. Ich weiß, das ist ein heikler Vergleich, denn aus der bildlichen Rede vom Krieg können in langer Sicht auch aggressive Taten erwachsen. Und das ist garantiert nicht im Sinne von Jesus. Trotzdem dürfen und sollen Christen kämpferisch sein in der Welt. Kriegsrhetorik findet man immer wieder in der Bibel. Dazu am Ende noch eine Anmerkung. Meine Frage an dich ist also, wo ist dein Platz in Gottes Armee? Ich meine nicht eine Kriegerhorde, die eher ungeordnet in die Schlacht zieht und jeder für seinen eigenen Ruhm kämpft, sondern ich spreche von einer Armee mit klaren Strukturen und Zugehörigkeiten. Ein Merkmal der Zugehörigkeit ist die Uniform. Die einheitliche Uniform mit Landesflagge, Truppenabzeichen usw. ist ein Erkennungsmerkmal des Soldaten gegenüber dem Milizionär oder Söldner. Die Armee ist ein Verband von Soldaten. Sie sind Teil einer Struktur in ihren Truppengattungen. Ein Soldat ist ein Element in etwas Größerem. Und damit die Armee funktioniert und ihre volle Kampfkraft ausschöpfen kann, braucht es jeden Einzelnen. Und der Soldat dient einem höheren Zweck. Und hier sehe ich einen Vergleich mit dem Leib Christi, von dem Paulus schreibt im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Dort spricht er auch von den verschiedenen Funktionen in der Gemeinde. Ich fasse diesen Dienst etwas weiter mit meinem Vergleich. Eine moderne westliche Armee besteht zuerst aus Teilstreitkräften, üblicherweise Heer, Bodentruppen, Luftwaffe und gegebenenfalls Marine. Und diese wiederum sind in Truppengattungen aufgeteilt. Üblicherweise erfolgt im Verlauf der Rekrutierung die Zuteilung zu einer Truppengattung. Die Zuteilung erfolgt nach Fähigkeiten und Fertigkeiten des Anwärters und nach Bedarf der Truppen. Und danach beginnt die längere oder kürzere Karriere des Soldaten. Man kann also durchaus sagen, dass mit deiner Zuwendung zu Gott deine Rekrutierung ansteht. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel, dass Gott Dienste erwartet und fordert. Und genau hier steht meine Frage. Wo ist sein Platz in Gottes Armee? Seit ich vor nun fast 10 Jahren zum Christentum zurückfand, begleitet mich die Frage, wo mein Platz ist. Mir wurde ein Platz zugewiesen. Vor wenigen Jahren noch hätte ich nicht gedacht, dass ich einmal ein aktiver Bestandteil der Metal Church sein würde. Wir alle bringen unterschiedliche Biografien, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit. Wenn du christlich aufgewachsen bist und dich nie vom Christentum distanziert hast, sieht es anders aus, als wenn du erst als Erwachsener zu Gott findest. Aber in beiden Szenarien gibt es den Auftrag zum Dienst. Christ sein und als Christ zu leben bedeutet Nachfolger Jesu zu sein, nicht einfach Bewunderer und Zuschauer. Und Gott zeigt dir sicherlich auf, in welcher Truppengattung er dich will. Die Truppengattung kann man ja im Verlauf der Karriere als Soldat Gottes auch wechseln. Wichtig hierbei ist es, darauf zu achten, was du kannst. Wo liegt dein Potenzial? Setze dich damit auseinander. Nicht jeder und jede von uns ist für das Gleiche geeignet, aber wir alle können uns nützlich machen. Ich versuche es mal beispielhaft zu skizzieren. Du hast Ausdauer für längere Gebetszeiten und dir ist das Wohlergehen der Menschen ein Anliegen. Du hast aber Mühe, auf Menschen zuzugehen. Dann bist du wahrscheinlich ideal für die Gebetsartillerie. Mit Konzentration und situationsbedingt angepasst schickst du die Gebete in Richtung Ziel. Es sind sozusagen Granaten bzw. Raketen. Ja, ich vergleiche gerade Gebete mit Marschflugkörpern, denn es sind beides Instrumente, die zielgerichtet sind und nur schwer aufzuhalten. Wenn ein Marschflugkörper abgeschossen wird, schießt man gleich 3 weitere hinterher. Mindestens eine trifft fast immer ihr Ziel. Bist du wortgewandt und bereit für Gespräche und Diskussionen über den Glauben? Willkommen in der Infanterie.
Du wirst nun an der Front stehen und du wirst dazu gebraucht, vorwärts zu kommen. Gott will weiterkommen und du bist sein Werkzeug, um Menschen zu erreichen. Aber bedenke die Waffenrüstung aus Epheser Kapitel 6, Verse 13 bis 17. Die einzige Offensivwaffe ist das Wort Gottes. Aber auch wer missionarisch gesinnt ist, muss heute gut und ausdauernd zuhören können und braucht viel Empathie. Und wenn du dort bist, sei dankbar für diejenigen von der Artillerie, welche feindliche Stellungen bereits ausgeschaltet haben. Oder bist du eher zurückhaltend, aber kannst gut planen und organisieren? Bist du lieber außerhalb des Rampenlichts? Dann kommt zur Logistik. Die braucht genauso die richtigen Leute. Keine moderne Armee funktioniert ohne eine sehr gute Logistik. Es gibt diverse Arbeiten in der Gemeinde, die im Hintergrund ablaufen, aber genauso notwendig sind. Bist du hilfsbereit und hast genügend Energie für Menschen? Kannst du gut zuhören und dich dennoch persönlich abgrenzen? Dann gehörst du wahrscheinlich in die Seelsorge, also sozusagen zu den Sanitätstruppen. Auch dieser Dienst ist enorm wertvoll. Das sehen wir von der Metal Church hautnah mit der ansprechbaren Greenfield Festival. Ich könnte diese Liste noch erweitern, aber dieser Auszug reicht für den Moment. Ich hoffe, dass ich dich persönlich dazu ermutigen kann, über deine Funktion und deinen Dienst für Gott nachzudenken. Sprich mit Personen, denen du vertraust, wo sie dich einsetzen würden. Beachte deinen beruflichen Werdegang und versuche auch im Gebet herauszufinden, wo Gott dich will. Und wenn du schon feste Posten und Funktionen hast, dann überlege dir doch einmal, ob es vielleicht für eine Beförderung oder einen Truppenwechsel an der Zeit ist. Aber nur in Rücksprache mit dem Oberbefehlshaber, Gott. Christsein heißt auch Wachstum. Und vergiss bei allem Kämpfen nicht, den Sieg erringen nicht wir, sondern alleine Gott. Euer Alexander Warburton. Noch eine Anmerkung zur Kriegsrhetorik in der Bibel. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir viele Stellen, die Kampf und Krieg behandeln. Sei es die Eroberung Kanaans durch die Israeliten im Buch Josua oder die vielen Kriegsberichte über den König David. Oder sei es Paulus, der über die Kämpfe der unsichtbaren Mächte spricht. Der Rezeption der paulinischen Theologie entstammt auch das Konzept des Miles Christianus, des christlichen Soldaten. Siehe beispielsweise 2 Timotheus Kapitel 2, Vers 3.